Und dann ist man auch anders wahrgenommen worden von den Menschen. Man ist so ein bisschen wie unsichtbar zum Teil gesehen. Mein Leben ist nur noch Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten gesehen. Der Ali hat eine Lehre auf der Bank gemacht und direkt nachher hat er sich selbstständig gemacht. Und zwar mit einer Reinigungsfirma. Wieso dass er Anzug gegen Arbeitskleider getauscht hat und wie er es geschafft hat, heute rund 120 Mitarbeitende zu haben, erzählt er uns heute. Ich hatte eigentlich eine gute Kindheit, aber es war natürlich auch geprägt vom Migrationshintergrund. Meine Eltern stammen aus der Türkei. Mein Vater hat so als Hauswart bei einer Chemiefirma gearbeitet. Und sobald ich selber Deutsch konnte, habe ich auch immer wieder so Formulare oder so Sachen mit ihnen eigentlich zusammen anschauen oder ihnen übersetzen. Es ist auch nichts mit den Hausaufgaben. Ich kann das irgendwie selber beibringen und erarbeiten. Der Ali schreibt gute Noten und findet ohne Probleme eine Lehrstelle als Bankkaufmann bei der UBS. Schon während der Lehre hat er einen zweiten Job, bei dem ist er aber eher zufällig gelandet. Ich bin frisch 18 geworden, musste meinen Führerschein finanzieren und habe dann die Kreditkarte leicht überzogen, was ja nicht so toll ist als Bankkaufmann. Und dann habe ich eigentlich das Geld gebraucht, weil ich schon seit jungen Jahren mich selber finanziere, so weit wie möglich. Ich habe dann einen Nebenjob angenommen. Also ich habe bei meinen Eltern daheim gewohnt und nebenan haben sie ein Sädchen gemacht, wo ich die Hauswartstelle übernehmen konnte. Die ich dann oben auch mit Hilfe meines Vaters gemacht habe, der mich dort tatkräftig unterstützt hat, beziehungsweise gesagt hat, wie man es machen muss. Und das war eigentlich recht erfolgreich. Und anschliessend habe ich weitere Mandate bekommen. Ein paar Monate vor dem Lehrabschluss habe ich dann gefunden, hey, ich will das jetzt probieren. Weil sie haben mich belächelt, dass ich jetzt reinigen und auf gut Deutsch gesagt Scheiß putzen. Das war natürlich eine rechte Umgewöhnung. Man musste den Anzug tragen während meiner Lehre. Und im Nachhinein habe ich wirklich Arbeitshosen angelegt und ein Arbeits-T-Shirt. Und dann ist man auch anders wahrgenommen worden von den Menschen. Leider, also nicht von allen, aber von gewissen Menschen ist es ein bisschen wie unsichtbar zum Teil gesehen. Im Ali seine Firma läuft gut. Schon im ersten Jahr kann er jemanden einstellen. Bald hat seine Reinigungsfirma 5 Mitarbeitende. Ich habe selber geputzt bis 2015 noch. Ich war 3 Jahre lang selber auch mittätig, aber irgendwann ist es nicht gegangen, weil so viel Administration noch dahinter war. Der Ali probiert mindestens einmal im Jahr an der Front mitzuhelfen. Heute können wir ihn an eine Reinigung begleiten. Was sind so Sachen, die du gar nicht gerne gemacht hast, die du selber noch in der Reinigung gearbeitet hast? Was ich nicht gerne gemacht habe, sind eigentlich so Haushaltsreinigungen. Was ich sehr gerne gemacht habe, sind so Messi-Wohnungen, weil dort hast du anschliessend wirklich genau gesehen, was du gemacht hast. Oder eine Bauendreinigung, wo du nachher aus dem ganzen Staub die schöne neue Wohnung oder das Haus siehst. Fehlt dir manchmal schon die körperliche Arbeit? Mir fehlt die körperliche Arbeit so weit, dass es einfach cool war, weil man etwas machen konnte. Man hat das Resultat gerade gesehen, was man gemacht hat. Und man hat wirklich mit einem bisschen freien Kopf die Arbeit ausführen. Aber das Problem ist, mittlerweile habe ich halt so viele Sachen in meinem Kopf, weil ich denke dann die ganze Zeit daran, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch jenes machen, ich muss noch das machen, oder? Und kann mich dann nicht ganz 100% darauf konzentrieren. Hat es auch schwierige Situationen gegeben? Als ich glaube 21 war und eine Firma übernommen habe, die von einer gestandenen Frau geleitet worden ist, sehr erfolgreich auch. Ein Puri hat das geleitet und dann ist plötzlich ein Churchill gekommen mit Migrationshintergrund, 21. Das hat zu recht vielen Schwierigkeiten geführt, bis ich mich halt beweisen konnte, doch, ich kann das, beziehungsweise mein Team und ich können das Ganze packen. In den Anfangsjahren, ich sage jetzt noch bis vor 2-3 Jahren, ist schon 6 Tage in der Woche an 10 bis zum Teil 14 Stunden gewesen. Ich habe auch eine Zeit lang im Büro übernachtet, hatte dort auch eine Dusche und ein Schlafsofa. Und das ist wirklich nur noch, mein Leben ist nur noch Arbeiten gewesen. Seine Firma wächst immer mehr. Heute hat er eine andere Rolle und achtet auch mehr auf seine eigenen Grenzen. Nach knapp 10 Jahren sind wir mittlerweile eine Gruppe geworden, die in der Branche Elektro, Reinigung und Garten tätig ist. Ich habe verschiedene Teilhaber, die das zusammen mit mir zum Glück leiten und mich begleiten. Und ich bin als Group CEO tätig für das Ganze.